Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute möchten wir gerne miteinander die 4 hübschen Tags noch ein bisschen verschönern. Die kommen dann hier in unser kleines Mini-Journal rein. Und am Schluss schauen wir uns die ganze Geschichte noch einmal an und ich kann euch noch zeigen, was ich noch alles zusätzlich dazu gemacht habe. Hey, und dann ist unser kleines Journal-Projekt fertig. Ich habe mir da schon ein bisschen parat gemacht, und zwar verschiedene Stempel und ein bisschen Stempelfarbe. Ich habe hier die Peel Paint, das Grün, geschenkt bekommen. Oh, ich habe schon mega Freude, das endlich auszuprobieren. Nagel. Dann habe ich mir jetzt ein Schwarz parat gemacht, das ist jetzt halt auch gesagt. Das Dunkel, das geht immer ein bisschen besser mit Silikonstempel. Und dann noch Mahagoni. Genau, und dann sollten wir doch da irgendwie etwas zustande bringen. Ich habe gedacht, ich fange mal an mit irgendeinem Hintergrund, ein bisschen so, ein bisschen Schrift. Passt jetzt nicht ganz drauf, aber das macht nichts. Und ich fange gerade an mit dem Grün. Endlich habe ich das Grün. Juhui. Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, wie dunkel das wird. Nein, aber das kommt gleich gut. Oh. So. So. Oh ja. Da verschmiert es natürlich. Da kann man gerade so ein bisschen abputzen. Da ist natürlich kein Tüchlein dabei, aber das macht nichts. Kann man mit den Fingern. So, weil da auf dem Silbrigen nimmt es natürlich die Farbe nicht an, oder eben, es verschmiert halt einfach dann. Kann man es ganz schnell wieder ein bisschen wegputzen. So, dann machen wir noch eins, ein bisschen so. Oder noch ganz. Ja, ein bisschen durcheinander. Ich habe nämlich noch das da. Das ist zwar eigentlich, so sieht man ein bisschen besser, so ein Postkartenbild, aber ich habe gedacht, wenn wir da jetzt ein bisschen Blumen davon nehmen, nur einfach ein bisschen so, mit ein bisschen Schrift. Wieso vielleicht? Ja, ungefähr. Ungefähr so. Und dann noch die. Einfach nur ein bisschen als Hintergrund. So. Zack. Schön. Und da noch ein bisschen Geschriebenes. Zack. Voilà. Oh ja. Ja, ich glaube, das kommt irgendwie gut so. Das auch weg. Und dann, was habe ich mir noch parat gemacht? Hier auf diesen Käferli. Ich finde den immer recht cool. Und dann gefällt mir auch hier das, ich weiß nicht, das ist ein Bienenli oder etwas. Und Sommervögel. Komm, wir machen doch auf jeden gerade einfach eins. Und dann hat das Platz, das grosse? Nein, das hat gar nicht ganz Platz. Dann nehmen wir mal das. So. Das und welches noch? Ah, kann mich nicht entscheiden. Schlimm. So. Voilà. Genau. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal ein Mahagoni Sommervögeli. Und zwar gerade hier so über dieser Blume. Hat zwar auch nicht ganz Platz, aber hier noch. Oh, schön. Ich glaube, kann man gerade hier unten noch so ein halbes hermachen.
So. Das Grün ist recht dunkel. Jetzt im Vergleich zum Roten. Aber das macht nichts. Ich finde das nicht schlimm. So. Oh, sehr schnussig. Da machen wir doch auch noch das zweites. So. Cool. Und dann nehme ich jetzt da, wo ich ein bisschen dunkleres Grün habe. Da war es ein bisschen heller gewesen. Nehme ich jetzt das Schwarz für die Käfer. So. Mache ich doch den gerade genau da drauf. Oh, ich glaube, das sieht cool aus. Haha. Ja, der hätte jetzt auch ein bisschen dunkler dürfen sein. Aber ich finde, zum Silbrigen passt das eigentlich auch noch recht gut. Cool. Und noch das Bienenli. Ja, ich habe fast das Gefühl, es geht vielleicht ein bisschen unter. Ich weiß es nicht. Obwohl, es hat sehr einen dunklen Körper, also sehr einen ausgefüllten. Oh. Machen wir hier oben noch ein zweites. Schade, dass man jetzt das Köpfchen nicht ganz abgedrückt hat. So. Oh ja, ja, jetzt ein kleines Knosch. Es ist ein kleines Knosch. Vielleicht schaffe ich es, da noch das Köpfchen dran zu hängen. Ja, mal. Aber irgendwie fehlt jetzt da noch ein bisschen etwas. Jetzt auch noch ein bisschen Blümchen und Blättchen. Eigentlich habe ich das wählen, aber vielleicht wird jetzt das da noch gut aussehen. Probiere ich doch das mal in Rot. Da gerade schön so am Rand. Oh. Ja, herzig, herzig. Und da oben noch ein Blumenköpfchen. Und dann. Zack. Ah, schön. Oh ja, jetzt. Jetzt gefällt es mir richtig gut. Halt wieder komplett überbordend. Ja, ich weiss. Dafür ist der ein bisschen schlichter. Den lohne ich jetzt, glaube ich, gerade so. So, aber da könnten wir noch irgendetwas Blümliches hermachen. Und da, den lohne ich, glaube ich, auch. Der ist so ganz fein. Aber da könnte man noch irgendetwas mit Schwarz, vielleicht da ein bisschen so Blättchen. Ganz fein. Wir wissen ja jetzt, Schwarz ist ganz fein. So. Ja, ganz fein. Wieso ist denn der jetzt ein bisschen weniger fein? Ah, ich glaube, ich meine das nur. So. Doch, gefällt mir auch. Ich glaube, die sind soweit fertig. Vielleicht können wir die noch ein bisschen inken am Rand. Ich habe jetzt hier gerade eine rote Mahagoni-Inker. Mache ich das einfach schnell mit dem. Gut. Das kommt alles mal weg. Und jetzt schauen wir doch mal, wo das da noch reinkommt. Da kommt eins, so viel ich weiss. Und wenn wir das Sommervögel, weil da ja auch gerade ein Sommervögel noch ist. So, und dann noch zwei auf diesen Seiten. Wo war jetzt das gewesen? Eins da. So, und der Käfer kommt
Wo war jetzt der gewesen? Ist der da gewesen, oder ist der wahrscheinlich da? Ich weiß es nicht mehr. Doch, ich glaube, so war es gewesen. Jetzt verschwindet halt der Käfer, aber Jesus Gott, das ist jetzt halt so. Gut, also, jetzt können wir mal hier durchschauen. Hey, das gehört nicht dazu, aber das gehört dazu. Das ist nämlich etwas Neues, das ich euch noch zeigen wollte. Das hier ist so etwas wie die da. Die habe ich gemacht aus so lufttrocknendem Ton. Und habe da mit diesen Prägeschablonen von der Sizzix habe ich da so drauf gestempelt. Da habe ich es einmal so gemacht, dass es gegen innen geht und dann nachher herausgefunden, dass das so viel schöner rauskommt, wenn man die umkehrt, also die andere Seite nimmt, wo das nachher dann so wie eine Erhebung hat. So, genau. Das ist einfach mit dem Ton, haben wir das ausgewählt, mit Förmli, mit normalen so Krömli-Förmli haben wir es ausgestanzt. Nicht ausgestanzt, ausgestochen halt einfach wie Krömli-Teig. So, und dann haben wir da reingestempelt mit Stempel. Unter anderem, wir haben hier ein Löchchen gemacht, dann haben wir es ein bisschen angemalt mit Acrylfarbe und das ist auch noch recht witzig gewesen. Mit Servietten hat man dann das können einfach so draufkleben. Man könnte jetzt hier auch noch lackieren und so. Es gibt auch einen speziellen Lack, also auf den Fimo-Lack und so, wo man da nehmen kann. Aber ich habe jetzt das hier nicht gemacht oder noch nicht gemacht. Und ich habe hier einfach das Sommervögel genommen. Das hat mir so super gut gefallen. Ich habe das hier mit einem kleinen Bändchen, habe ich das hier oben noch so angebunden. Ich habe hier ein Löchchen rein gemacht. Und dann das einfach so angebunden. Das hat mir gerade so mega gut gefallen. Und ich glaube, für das nächste Mal machen wir doch miteinander noch ein paar sättige. Das wäre doch mega herzig. So, jetzt wollen wir euch das kleine Journal doch mal genau anschauen, weil eben, es hat sich auch noch ein bisschen etwas geändert. Ich habe da noch so ein paar Kleberli drin. So, was habe ich da noch drin? Das können wir schnell anschauen. Und zwar so eine Buchseite. Aus so einem Kunstbuch. Irgendwie mit Schweizer Kunst. Hat mich gedacht, das passt doch. So, genau, schön in das Täschchen rein. So, dann hat es da noch ein Kleberli gegeben. Und das sind natürlich unsere herzigen Kärtchen, die wir miteinander gemacht haben. So, da ist noch ein Briefmarkenkleber. Da habe ich noch 2 Briefmarken drin. Das passt auch so wunderschön vom Motiv her, hat mich gedacht. Da im Bellyband innen hätten wir eine Buchseite über Blümli. Und ich habe gerade gemerkt, ich habe ja die noch ein bisschen inken, dass das ein bisschen besser zueinander passt. Nur so ganz, ganz wenig. So. Genau. Voilà. So. Und auf dieser Seite, also in die Richtung um, hatten wir da noch ein Kleberli. Und da habe ich noch auch ein Kleberli, genau. Und noch ein kleines Stückchen Musikpapier.
Von dem haben wir ja auch auf die Kärtchen drauf geklebt, bei der Collage, die wir gemacht haben, also bei dem Masterboard. Darum habe ich gefunden, passt das natürlich jetzt auch gerade gut dazu. So. Das ist einfach nur so ein kleines, schmales Stück, das gerade so gut hier reinpasst. So, da haben wir noch etwas, das wird auch noch gelinkt werden mit einem wunderbaren grünen Sommervogel, oder, das ist aber nicht ein Sommervogel, das ist glaube ich ein Nachtfalter. Aber mega hübsch, hä? Und passt auch mit dem Grün gerade so super in das Journal rein. Auch einmal kurz rundum inken, noch. Voilà. Jetzt ist gut. So, gehen wir da rein. So, ein bisschen durchgüchseln. Voilà, da ist nicht viel mehr anders gegangen. So, und ich habe mich jetzt dagegen entschieden, da noch irgendwie gross drin mit Schablonen irgendetwas zu machen. Mir gefällt das gerade gut. Die Seiten mit diesen Kärtchen, die sind zum Teil so wild und überbordend, dass ich es nachher gut finde, wenn man ab und zu mal wieder eine leere Seite dazwischen hat. Da haben wir ja so ein wunderschönes Rändchen hergemacht. Ja, ich finde, das dürfte dann auch ein bisschen zur Geltung kommen. So, das wäre es von unserem kleinen Mini-Journal. Genau, ein Bändeli. Ich habe hier das Bändeli, wo ich das Sommervögel mit angemacht habe, habe ich da gerade noch so ein Stück. Das könnten wir doch gerade von dem nehmen. Um hier das zusammenbinden. Dann passt das auch noch gerade noch einmal schön zusammen. Und das Journal hier flattert nicht so umeinander. So. Voilà. Und können wir hier abschneiden. Falsche Schere. Machen wir die da. Zack. Da ist gut. So, jetzt haben wir halt ein bisschen viel Mäscheli. Und jetzt ist es gerade verkehrt. Jetzt schaut es gleich rauf. Nein. Aber so. Jetzt haben wir ein bisschen viel Mäscheli. Jetzt haben wir oben eins, in der Mitte eins und unten eins. Jetzt machen wir das gerade weiter runter. Dann haben wir hier so ein Doppelmäscheli. Genau. So, voilà. Aber jetzt sind wir fertig. Ich finde es mega herzig. Es gefällt mir super gut. Ja, ich würde mich freuen, von euch auch mal wieder einen Kommentar zu lesen oder so. Ich freue mich immer mega, wenn ich von euch etwas höre. Und wie gesagt, beim nächsten Mal habe ich gedacht, machen wir noch ein paar von denen irgendwie. Auf irgendeine Art fällt uns dann schon etwas ein. Bis dann. Tschüss.